Kelly, Joel? hast du schon eine Vibrationsfunktion von deinem Handy für Zwecke benutzt, für die sie nicht geduscht werden? War ja natürlich. Und du? Ja. Das hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, leider bei mir auch nicht. Das ist ziemlich frustrierend. Wäre das noch so also Nokias Zeiten? Ja, ja. Ja, bei mir auch. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Okay, wie der erst vielleicht schon gedurcht hat, heute schwätzen wir über Selbstbefriedigung. Solo-Sex. Masturbation. Sich in Rufholen, Wichsen. Klappen, Spaß mit sich selber haben. aus dem Nähkästchen plaudern und so weiter. Lang-Nullerinnen werden sich freuen, so, die hat doch schon eine Folge über Selbstbefriedigung. Ja, das ist richtig, Folge Nummer 12, und zwar mit Tassi und mit An. Nicht das An, was an der zweiten und dritten Staffel zu hören ist, mehr das an der ersten Staffel. Und die zwei haben auch schon wunderbar viel Synonyme gesammelt gehabt für Solo-Sex. Und festgestellt, dass da viele relativ so männlich konnotiert sind. Und echter benutzt wird für Personen, die ihr Penis haben. Es sind auf jeden Fall dafür, dass sie die Sache reclaimed und die Sache benutzt für alle unterschiedlichen Genitalien, die bei der Selbstbefriedigung dabei sind. Und die zwei haben auch schon drüber geschwärzt, weil so Mythen sind rund um Selbstbefriedigung, Bedenken auf 4 Odeler und aber auch positive Aspekte von der Masturbation, physisch und auch mental, für die Gesundheit und für das Wohlbefinden. Dafür, wenn da darüber mehr wird geworden gehen, gibt die lauschen. Joel, was ist da laut Definition? Wie gingst du Solo-Sex definieren? Also Solo-Sex ist, wenn ihr lang, dafür Solo, etwas möchte, wo ihr sexuelle Plaisir, sexuelle Gefühle, vielleicht durch einen Orgasmus davon kriegt. Mit einer Hand oder wie man schon hören, und mit einem Objekt oder wieder einem Objekt. Aber, lo geht es kompliziert, war das, wenn ihr dann nicht allein ist beim Solo-Sex, mehr wenn ihr beobachtet. Oder wenn die andere Person neben einem auch masturbiert. Immer die Grauzonen, das ist ganz schwierig. Also ich glaube so, wenn ihr beobachtet und wenn ihr gerne beobachtet, dann mensch also schon echt dabei, dass den Sex wird, ohne eben so schön zu packen, weil das ja dann dem anderen Plaisir berät, beziehungsweise einem selber Plaisir berät, der den geguckt wird. Aber wenn ihr am selben Raum ist, ich fand es ein bisschen schwierig. Also, so, wenn ihr seht, dass Selbstbefriedigung, da befriedigen sich ja selber. Aber du steht die andere Person dabei, als befriedigt den der ja auch irgendwie und befriedigt den sich Überblick oder die Gerätschaft von der anderen Person. Fand ich ein bisschen schwierig, dann zu sagen, das ist so Solo-Sex. Also ich überlasse dann einfach den Leuten, die das machen. Oft feiert das irgendwie dann sowieso dazu, dass den sich aufhängt und dann ist es kein Solo-Sex mehr. Ja, dann ist es Duo-Sex. Okay. Ja, oder Triple oder Trio oder Richtig. Quattro, je nachdem, wie viele Leute involviert sind. Solo-Sex, Selbstbefriedigung, Masturbation, wie noch immer es nennt, ist auf jeden Fall etwas ganz Normales und Natürliches. An die meisten kann merken schon, dass wenn er sich irgendwo am Intimbereich aufhakt, dass sich das gut fühlt. Egal, ob da dort Drüse von der Schwamm sind oder das Geländer, weil den Orof rutscht. Und das verändert sich ja auch von Tag zu Tag, auch von Lebensphase zu Lebensphase. Kannst du dich erinnern an den ersten Masturbationserfahrung? Also nicht spezifisch um die allererste. Oder ich kann nicht, also schon nicht so irgendwie so ein Moment am Kopf, wo du die erste Kehr da so geschieht hast. Mir weiß aber, dass ich irgendwann angefangen habe, da die Menschen spannend zu finden, mich am Intimbereich
unzupacken, der doch spannend fand und der die Penis gif steif gehen und so an ich irgendwann hunchte Mensch raus von mechen für der gewinn Orgasmus kräen an den wär ich irgendwie verkauft. Ich muss immer an die Netflix-Serie Big Mouth denken, wo die Hormonmonstren Kanner befallen und dann irgendwann fängt so zu masturbieren wie will an ja bist so weil der Mensch bei mir am Anfang auch wie wäre das bei dir? Das witzig, dass du mich am Anfang nur dem vibrierenden Handy gefroht hast, weil ich kann mich erinnern, wo ich relativ jung war, 10, 11 oder so, hat meine Bestfreundin von Demos so kleinen Furby oder so, die vibriert hat. Und ich weiß, dass sich das immens gut angefühlt hat, wenn ich das so um meine Vulva gelöscht habe. Und ich wusste, muss er nicht viel wert, aber wieso? Mir hat halt gemerkt, dass ich so froh mit dem Kuschel, der er war, und hat mir dann den effektiv auch geschenkt. An auch der berühmt-berüchtigten Duschkap oder Düs am Swimmingpool, am Whirlpool waren auf jeden Fall eine Menge jüngere Jahren Teil von so Menge Selbstbefriedigungspraxen. Und ich meine, in dem hatte ich doch schon so etwas, was irgendwie wie ein Orgasmus war. Und du weißt, warst du nur ultra verwirrt, wie so Orgasmen durchgestellt gehen und das Leute so ganz hart geschaut haben und so. Weil für mich war das immer etwas, was zwar immens gut angefühlt hat, mir aber nicht so etwas, weißt du, so Sterne explodieren am Himmel. Und dafür habe ich eigentlich ganz lang nicht gewusst, dass ich so etwas wie, oder dass ich einen Orgasmus hatte. So auch schon, wo ich präpubertär war, sozusagen. An meiner Jugend weiß ich leider nicht mehr so gut, muss ich sagen. Und irgendwie verdrängt. Eigentlich. Also, ich kann auch all Klischeen auspacken, so wirklich den Modekatalog mit Innerwäsche dran. Also, das wären schon so die echt Erfahrungen, wo das spannend wäre. Aber bon, also, ich meine, dass ich ziemlich viel masturbiert tun an meiner Jugend. Ja, vielleicht schon doch verdrängt, weil dann so die ganz Pornosachen angefangen haben und schon gefiel. Also ich meine, dass nicht so wenig Personen Porno gucken, wenn sie masturbieren. Ich denke tendenziell nach mehr männlich sozialisierte Personen, einfach aus dem einfachen Grund, weil Porno größtenteils halt für Männer gemacht sind. Und das ein männliches Point de vue ist. Und ja, schon habe auch gefühlt, dass so wen der masturbiert füreinander, wenn er Porno guckt, dat an ihn so primed und ich heißt so nicht, das ist natürlich ein bisschen negativ, kann ich noch aus einem anderen Blickwinkel gucken, tut mich auch so ein bisschen verschoss, dass ich mal denke, so die ganz Porno-Fantasien, die halt nicht mehr im realen Leben entsprechen und zu denen ich aber auch noch innerhalb von 3 Sekunden man sehr kann einen Ruf rubbeln, wie mich das geprägt hat, das ist schon ziemlich krass. An der Episode vom Tassi vom Anhut, dann habe ich Schlaues gesagt, nämlich am besten soll ihr so masturbieren, wie ihn auch Lust hat, Sex zu haben. Und das fand ich immens schlau, weil ich merke, dass das aber noch so 2 unterschiedlich pur Schwung sind und dass es auch an unterschiedliche Art und Weise geht für mich für zu masturbieren. Also ich erkläre das immer mal so ein bisschen Fast Food versus sich etwas kochen. Also heinst du, ist der gute fertige Burger, ist dieser ja, war auch mega gut, aber innerhalb von einer Minute hast du den raggefeuert und dann war so, bon, okay. Ja, genau. Oder du hältst da Zeit, du gehst kaufen, du kochst etwas, du siehst ein Rezept draus, du riechst, du trinkst ein Glas die ganz Wein. lang muss köcheln. Und du hast vielleicht auch ein Rezept, was du noch nie ausprobiert hast und du sitzt du und hältst da Zeit für zu essen und so. Ja, und dann denke ich, das Fastfood ist geil, mir wenn es alltag nicht mehr Fastfood ist. Und da werden es probieren, ein bisschen mir lang zu kochen, noch als so, wenn ich so das sage. Also ja. Zu den Pornoen, schon meine Stadt irgendwann ein bisschen so verpasst, hier wirklich so viel Pornoen zu gucken. Also vielleicht hattest du einfach Chance, da bestimmt nie so angesprochen. Wann ich sehr geguckt und dann echt da Fotoen von Leuten, mit denen ich entweder irgendwie den hat geschrieben haben, die ich irgendwie flott fand oder die ich sonst irgendwie flott fand. Also das wären teilweise auch pornografische Fotoen, sowas nicht mehr, wären eben nicht unbedingt Filme. Schon da dann der Last bisschen so entdeckt, also nur dem es am Team so ein gewisses Site promoviert gehen, das ist Merlo keine Schleichwerbung dafür, wo die so feministisch an mi queer Porno geht, und ich ein bisschen mehr für mich entdeckt, für das auch zu gucken. Ich fand das jeweils ganz spannend, jeweils sind die Filme Men's 80 und da so
Also du dann so der Penis an der Hand und denkst du, okay, wenn der so einfach in den Art Film das am Anfang nicht dabei zum Masturbieren. Ja. Aber und dann zum Thema Fastfood an lang, ich fand, das sind einfach zwei unterschiedliche Bedürfnisse teilweise. Also Heinz, du geht es mal mehr darum, für so quasi die Boxkette, die mich irgendwie nervt, auch vielleicht, weil ich gerade am Gang bin, und einen Text zu schreiben oder ich etwas merken muss und dann hörst du die ganze Zeit so intrusive Gedanken, die wo es dann einfach Bock gespart und denkst so, okay, hi, 10 Minuten, ich hab's geguckt, fertig und dann sind wir konzentriert, gehen das Tanker waschen und schaffen weiter. An ein Kapitel, das ist auch wichtig. Heinz so hat ihn eben einfach Lust für Sex mit sich selber zu tun. Ja. Und dann stellt sich vielleicht insgesamt froh, wieso hat er überhaupt Solo-Sex? Ich denke, dass die verschiedene Sachen schon gesucht ist, also zum Beispiel ein sudden Horniness, weil ihn eine Erinnerung hat oder irgendein Bild gesehen hat oder ein Foto oder aus irgendeinem random Grund, den ich nicht weiß. Dann meine ich aber auch, das ist ein bisschen der Fastfood-Track, den Stressaufbau an so Entspannung und so, vielleicht auch so Abschlafen. Und dann aber auch, und da ist vielleicht echt so das Slow-Food-Bereich, Bedürfnis nach Berührung, Zeit für sich selber holen, Self-Care, sich selber besser kennenlernen oder auch einfach als Interesse auf hier was rauszufinden, was ihr gerne hört. Oder auch so seinen Sinn ein bisschen zu erweitern. Wir können vielleicht direkt auch noch darüber schauen, wen so kann Solo-Sex haben, aber auch vielleicht so die Genitalfixierung, die ihn durch Porno gucken hört, und nicht mehr sehr rubbeln, für die vielleicht auch zu entleeren und so ein bisschen besser sing anderer Sinne an anderer Körperdeler kennenzulernen. Aber was man dann noch auffällt, sind Fantasien, darüber kann man vielleicht auch schwätzen ausleben, allein. Auch vielleicht Fantasien, die man einer anderen Person gar nicht wählt ausleben. Und für die Leute, die einen Uterus haben, verschiedene Hilfe zu masturbieren oder einen Orgasmus zu haben, wenn den Peng hat, beim Menstruieren. Ah ja. Ich bin da doch schon bei Kopfweh hören. Also ja. bei so Migräne, Erdtisch, und ich bin da doch schon probiert, an das so 50-50 Resultate. Also Heinz du Hölle wird, und Heinz du einen Orgasmus und die einfach mega fähig. Oh. Und da sind so, okay, das hat überhaupt nicht geholfen. Wann es hat einen Orgasmus. Grund ist vielleicht schon, dass eine Person in Horny gemäht hat. Also wenn den gesext wird. Darüber haben wir in einer Episode schon viel geschwärzt. Aber das kann ja auch sein, dass den am besten konsensuell ein Bild geschickt kriegt und dann denkt, okay. Ja. Oder wenn ihn angefangen hat mit Knutschen und dann hört die andere Person aber müsste gehen. Das ist mir auch schon geschieht. Und das fand ich am Anfang mega schön, weil ich dann mit der Person in Touch nach Sex mit mir selber hun und so ein bisschen die Fantasie kann ausleben und das fühlt sich für mich immer der schön an, weil ich mich dann auch verbunden fühle und das nicht so, ich gucke in irgendwelchen fremde Personen beim Bumsen noch. Bumsen sind dann überhaupt nach heute nachts. Ja, wir haben direkt auch so ein Setting irgendwie. Apropos Setting. Ja. Als größtes Sexorgan ist ja an unserem Kopf, zwischen unseren Ohren, als Gehirn, an dem sich ganz viele Fantasien aufspielen. Wie ist es mit Solo-Sex an der Relation zu Fantasien? Das ist immens praktisch, weil kann ihn aus einer Fantasie mit allen Menschen Sex haben, mit dem ihn Lust hat, mit so vielen Leuten, wie er Lust hat. Und egal wo, egal wie nie, das einem alles freigestellt. Also es gibt auch ganz viele Leute, die ganz viel Fantasien haben, die ihn effektiv kann ausleben. Also solo irgendwelche BDSM-Fantasien, die kann ihn effektiv ausleben. Und gibt aber Fantasien, die kann ihn nicht ausleben und das illegal auszuleben. Also oder ethisch nicht so ganz so cool. Also es gibt ganz viele Leute, die Inzest-Fantasien haben. Ja. Schlagwort Nummer 1 auf allen Mainstream-Porns sitzen, auf jeden Fall. Es gibt auch Sachen, die in immer im Heirat, wo ich immer noch nicht weiß, wie die Leute darüber kommen. Es gibt anscheinend ganz viele Männer, die gern ganz klein wären. Also nicht so in Zwerg, mir wirklich so, so groß wie ein Safe.
Und dann gerne geben ob einer Frau meistens rundherum turnen oder vielleicht sogar an hier Vulva raschpazieren oder so als ja. kleine Menschen. Anscheinend gehen doch Frauen, die gerne riesengroß wären und wisse so Godzilla-like Stiertriple geben. Ich weiß nicht, wo der hier könnt. Ich stoßen immer rum darüber und sind da so, okay, wie kommen die Leute darüber? Aber anscheinend ist das etwas, was das auch als Fähigkeit. Und das sind Sachen, die also diese Fantasie, die kann nicht so klein gehen, kann nicht so groß gehen. Auch die ganzen Furry-Fandom, auch wenn ich Remenker betonen muss, dass die nicht inhärent sexuell ist, also Leute, die sich als anthropomorph Menschen ähnlich steuern, gesehen, vielleicht auch so Customer und den, kann den Customer und damit kann den nicht wirklich am Endeffekt so in der sehen. Das sind Sachen, die schon in der Fantasie gehen und das ist am Anfang ziemlich cool. Das wäre nur ein Extrembeispiel, mit es gibt auch ganz viele andere Beispiele, die ganz basic sind. In Basic Beispiel wie zum Beispiel mit Chef oder mit Prof oder mit engem Maderbesterin, die flott findet, wo ihn nicht kann oder will, Movement an der Fantasie kann ich nicht machen, muss ich just sich selber überlegen, ob nur der Person da kann das Gesicht gucken. Ja, ich muss sagen, ich habe echte Fantasien mit Leuten, die ich nicht kenne, außer ich fand wie eine Person wirklich immens flott oder ist sie verliebt. Das ist so die Ausnahme. Ich schon echt also es gibt Leute, wo ich so, oder ich hatte das oft, dass ich so verliebt war und dann habe ich gesagt, nee, die Person, die ich so gerne und die traue ich mich nicht zu denken. Wann da will ich das richtig geschieht mir, ich will da nicht quasi, ich will dich quasi nicht besudeln mit meiner Fantasie. Weil dann fange ich Quatsch, weil die Person muss da überhaupt nicht matt kriegen, aber wenn ich das merke, dann merke ich nicht, dass so, also ich muss das mit mir selber klären, so, ob ich das gut fand oder nicht mehr. Also da scheinst du dann ganz komisch. Ja, es hängt doch davon auf, ob eine Chance besteht, dass ihr mit der Person intim geht oder nicht, oder? Weil, ja, dann kommen vielleicht auch so Erwartungen ans Spiel, wie ihr vielleicht dann denkt, wie ihr mit der Person sagst, oder dann ist es ganz anders. Was kann cool sein, was aber auch vielleicht kann enttäuschend sein. Ja. Ich hatte aber auch schon, dass ich Leute gedurcht habe, ihr dich mit, also wo ich wusste, dass ich mit denen auf ein Date gehen, aber ihr auf den Date gegangen ist. Und schon das Gefühl, Heinz, du hast mal ein bisschen geholfen, für ein bisschen mehr selbstsicher zu sein oder für schon ein bisschen so, das am Anfang schon an dem Kopf geschieht, dann kann es doch wirklich geschehen. So, das, also was komisch ist, aber das irgendwie steigert das, dann heißt du ein bisschen so Lust auf die Person auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Kommen wir mal zu der konkreten Sache. Nämlich, wie kann ich da Solo-Sex machen? Also, das berühmt-berüchtigt Rubbeln, wo ich genau weiß, wie es gut ist, und dass eine Minute rüber keine Menge viel Leid, mir da gibt es ja aber noch eine Panoplie von Sachen, die ich machen kann. Wir können das ja ein bisschen anatomisch abdehnen. Aha. Von du willst. Okay. Also ich kann zählen mit Leuten mit deinem Penis können machen und du kannst zählen mit Leuten mit deiner Vulva können machen. Okay. Und dann können wir probieren, das zu ergänzen, wenn wir von diesen Sachen auffallen. Also kann ihn sich rufen, das haben wir ja schon geschwärzt und ich meine, du weißt wahrscheinlich bei allen Menschen mit deinem Penis, wie das geht. Es kann ihn aus seinen Hoden spielen, das ist nämlich etwas, was den oft vergisst. Dat die Unterdosen an der die sich am Anfang auch eng ziemlich erogen Zone sehen und sich ziemlich gut auffühlen, dann kann die nach weiter hochgehen. Du hast dann irgendwo den Damm an irgendwann noch den Anus. Auch ganz interessant Zonen, in denen sich kaberieren, wo ich kann noch vielleicht Sachen aufhören, wann ich das will, wann ich Schliff benutzt, Gleitgel, wann der das merkt. Und dann gehen es ganz viel andere Körperteile, die je nach kann uphaken, auch Cis-Männer haben Nippeln, die können packen, die können steif gehen, die können Fred verspüren. Etwas, was ich oft vergesse, muss ich ehrlich sagen. Das ist dann so, ja, das gibt Jona, das ist ja auch cool. Es gibt den Hörner aus sich, es gibt Achselhöhlen, es gibt Knien, es gibt Wurden, verschiedene Leute fahren doch flott sich am Bert zu himmeln. Also, am Anfang, logisch, wenn man nur denkt, ich habe das noch nie selber gemäht. Ich fand das aber ganz flott, dass andere Leute mir vielleicht so die Stadt mal ausprobieren.
Ja, aber tun ich leider kein. Das ging ich vielleicht doch probieren. Aber das fand ich interessant, weil die Sachen, die jemand andere Leute möchte oder die ihr gut findet, wenn andere Leute bei einem selber machen, das, also wisst ihr, das befruchtet sich ja immer gegenseitig. Ich weiß ja immer davon, du sollst lang rausfahren, was du da vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin kannst selbst probieren, mit geht ja auch den anderen weh. So. Oder auch einzeln, wenn ich mir so am Anfang hatte ich Lust, mal mehr Zeit dafür zu holen, keine Rubbelaktion zu machen, probieren ich mich so ranzuversetzen, wer jetzt für mich aus eine andere Person unzupacken oder unzugucken und zu himmeln, aber wie schön das für mich ist, wenn ich durch ihre ganze Körper kann mit ans Spiel bringen und dass ich das ja am Anfang auch kennt, genauso schön bei mir selber fanden. Kommen wir mal zum Punkt. Ich denke, also aufgesehen von Sachen, die ich bei der Vulva machen, wo ich schon, fand ich immens kreativ ging. Es gibt ja auch die eine Seite OMG Yes, also Oh my God Yes, wo Personen mit Vulva erklären, wie sie masturbieren. Also von der richtigen Technik ob oder über der Klitoris, rundherum die Vaginalöffnung, rundherum die Vulva oder auch Edging, also dass ihr zum Beispiel masturbiert, bis dass ihr weil könnt und dann ein Kasil lässt oder so oder auch mal ausprobiert, wie ist es, wenn ich konsistent das selbst machen oder dazwischen andere Sachen machen. Aus Englisch, das, was du siehst, mal zu der ganzen Körper mit abzählen, an nicht nur die Region rundherum, war Vulva, Penis und Anus, eine mega schöne Praxis, also auch so. Ich denke, wenn ihr über Spielsachen nur denkt dann auch echt über so Genitalspielsachen nur, also zum Beispiel der Masturbator für Penisse oder Vibratoren oder wie hießen die eigentlich, Satisfierin für Personen mit Klitoris. Aber auch so Sachen wie Fiederen kann ihr benutzen. Oder du gehst da aus dem, wie nennt den das, Gefrierschrank. Aus dem Tiefkühler. Aus dem Tiefkühler. Eisischen oder so. Das fühlt sich immens gut und unterschiedlich Wärme, erkältet oder auch Himmeln an auch zu ein bisschen Erforschen von den Männer klassischen erogenen Zonen wie zum Beispiel auch Brust oder so. Und kann sich natürlich dann auch, wenn ihr das gerne hört, selber beißen oder irgendwie an interessante Positionen bringen oder so. Ne? Also wenn ihr mehr BDSM-affin ist, da kann ihr auch probieren, das selber zu fesseln, da das eng Möglichkeit oder kann ihn Wäscheklammern um Körper umbringen. Also es gibt da eine ganz Panoplie um Möglichkeiten, was den alles kann ausprobieren. Und der Fantasie sind bald keine Grenzen gesetzt. Aber verschiedene Praktiken sind gefährlich oder können gefährlich sein. Es gibt immer Leute, die sterben bei autoerotischer Strangulation. Also wohin sich selber die Luft wäschelt, das ist am Mengen schnell, weil den unbeabsichtigt soll machen, an wohin extrem viel sich so ziehen. Also sich schon ganz viele Leute leider darunter gestorben. Gibt es so Sachen, wohin sich kann wehtun oder wo ich muss aufpassen? Ja, gut froh. Also effektiv, dass man Breathplay, also mit dem eigenen Atem spielen, also der Klassiker, wo ihn hört, dass beim Solo-Sex einfach gefährlich ist. Ich denke, solange ich nicht kann stecken, weil ich denke mal einen blöden Platz wird, weil er sich blöd auf Bett gesagt wird und dann fällt oder sich denke ein bisschen zu fest gebasst wird. Ja, alles was noch so Knife-Play ist oder so, also wo ihn irgendwie mit mit Spatzen oder scharfe Gegenstände spielt, das sind noch so andere Klassiker, wo ihn hört, aber wo auch ein bisschen so, ja, überspatzt erzählt wird. Okay, was mir noch auffällt, ist, wenn ihn sich Sachen auffällt, soll ihn auf jeden Fall ein Kondom drüber machen, also gerade wenn es kein zertifiziert Sextoys sind, mehr irgendwelche Gemäße oder so. Mut, das ist super. Mehr am Kondom am besten. Genau. Und natürlich auch, das Sommer Chaos, wenn da etwas will, dann den Anus aufhören, was etwas anderes wie Fanger, passt drauf auf, dass es lang genug ist, oder dass es so einen kleinen Stopp holt, wie in den Buttplugs, dass es nicht kann rauchen, weil den bannigsten Anusmuskel kann er nicht vom Salven und entspannen. Aber wenn da regelmäßig mehr wie Sex leistet, wirst du die Sache ja alle gut schon. Kann ihn dann, wenn wir schon bei Gefahren sind, kann ihn zu oft masturbieren oder zu oft Solo-Sex haben? Ja und nee. Also ich meine, dass für allem von jugendlichen Personen
eng Angst, dass sie sich denken, oh Gott, ich war schon für 2 in der Schule auf Toilette, weil ich Lust hat, ist das gesund oder ungesund? Also auch wenn ihr 4 Mal am Tag masturbiert, ist das nicht unbedingt bedenklich. Das kann ich noch nicht Futti machen, es geht einem auch nicht aus. Und das ist eigentlich relativ normal an bestimmten Zeiten für seinem Leben, wo es mehr Hormone gibt, da sind einfach mehr Lust wird, drauf zu masturbieren. Ich denke, dass ich das auch selber kann fühlen. Also ab dem Moment, wo ich ein Gefühl hatte, das zwanghaft und ich muss masturbieren, aber wenn ich nicht kann masturbieren, da fehlt es sich nicht gut und da ja, du fängt es schon an, dass ich nicht kennt beobachten. Und ich denke auch, dass ein Ding ist, also genussvoll oder kann ich nicht mehr genießen, aber belastet mich am Anfang schon, dass ich so oft muss masturbieren an, weil dann noch ein guter Indikator ist, wo es anfängt vielleicht so zu einer Sucht zu gehen, also ein bisschen so, wenn man auf einer Schwarze gefährlich, wenn den sozialen Kontakt einfach nur lässt oder irgendwie sich das irgend soziales Leben verändert, dadurch, dass ihn halt einfach viel masturbiert. Also so negative Konsequenzen, ob das soziale Umfeld sind, auf jeden Fall ein Indikator dafür, da sind du vielleicht irgendetwas kompensiert. Und dann also auch einfach, muss ihn sich nicht schummeln, sich helfen zu gehen. Ich gebe mir so, was unter wichtig ist, aufzupassen, als wenn ich schon einfach durch viel physischen Kontakt mit den Körperdelen, wenn die schon anfangen, weh zu tun, dann ist vielleicht der Moment da, wo ich kann überlegen, vielleicht die 6 Kehr dann auf den der Nutz verschieben und singen Intimorgane ein bisschen Zeit geben, sich zu erholen. Also das kann ja auch bei Sex mit einer anderen Person sein, dass das irgendwann wehdet, dass das ein bisschen wundert, dass das einfach ja, von der Reibung physikalisch du Symptome hat, die dann merken, dass es am Anfang nicht mehr so gut geht und dann also doch Zeit für abzuhalten, beziehungsweise spätestens dann Gleitgel auch zu benutzen. Ja, und kann ich sich auch überlegen, für was machst du Bärenschlo? Habe ich mega viel Stress, ist das eine Stressaufbaustrategie? Und da kann ich sich überlegen, okay, wie kann ich eine Strategie benutzen, für Stress aufzubauen, von Atmen, Laufen, Sport machen, Musik lauschen, tanzen. Also das kann ich vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von Selfcare machen. Was kann ich am Anfang machen, für dass es mal gut geht oder besser geht? Mehr, wenn der erste Selfcare interessiert, könnt ihr ja mal eine Selfcare-Episode lauschen. Kelly, bist du ein Pandemie-Wichser oder eine Pandemie-Wichserin oder ich da nicht? Ich dann nicht, muss ich sagen. Ich finde eigentlich eine Art und Weise, für so Stress aufzubauen oder sogar vielleicht mit Langeweile umzugehen. Und ich muss sagen, Stresssituationen, wie zum Beispiel Stresssituation Pandemie, machen echt, dass mein Libido aufgeht und dass ich am Anfang viel mehr Lust auf Sex habe, auch auf Solo-Sex. Und du? Ich muss sagen, ich sehe mich schon eine Pandemie-Wichser, für das Wort, wenn ich nur erfunden den Anker zu benutzen. Ich weiß aber nicht genau, ob es um Stress leidet, vielleicht schon ein bisschen. Mir schmeckt leid auch für allem um fehlendem Körperkontakt, dann dem Wissen, dass die Körperkontakte eine Zeit lang wird ausbleiben, wahrscheinlich. Und vielleicht auch ein bisschen so Homeoffice, also dass den dann Gelegenheit hat, für so mal kurz eine Pause zu machen. Das feiert da schon dazu, dass das dann öfters mal passiert. Ich meine aber nicht, dass ich unbedingt eine Person bin, die gestresst ist und da sagt, oh, da ist nicht mega bockig, weil du bist nicht gestresst. Also das ist echt das sind nicht die anderen Faktoren von der Pandemie, die dazu feiern, ich will mal so. Ja, ich meine, du sind Leute unterschiedlich, weil sie mit Stress umgehen. Aber ich denke, aufgesehen davon, dass es natürlich okay ist, wenn ihr nie Lust habt, ob Solo-Sex oder auch insgesamt ob Sex, einfach weil das nicht dein Trigger ist. Dass es einfach viele Leute so geht, dass der Stress ob sexuell Verlangen oder das Libido schlägt. Weil, also, es gibt eigentlich unterschiedliche Gründe, aber es kann die nicht so erklären, dass sie natürlich dann, wenn ihr gestresst ist, da funktioniert ein bisschen so am Fight, Flight, Freeze und muss halt über sein Überleben kämpfen. Also an dem Stehenzeithirn bei den Hut, wenn ihr gestresst ist. Und da sind all die entre guillemets nicht überlebenswichtige Funktionen, weil Lust auf Sex aufgeschraubt.
Also ich denke, da das eine Erklärung an, dass natürlich auch Stress oder so Sorgen, Anxiety oder Depressionen sich schon machen, dass Libido mir aufgeht, an aber auch Hormone produzieren, die machen, da sind einfach mal Lustwölze. Also ich meine, du sind der Körper und der Körper ganz eng miteinander verbunden. Ja, weil ich mir natürlich dann auch immer Gedanken drüber machen und man denke so, oh Merd, also dann fange ich schlecht Zeichen, dass ich schon seit einem Monat nicht masturbiert tun, weil, keine Ahnung, ich einfach keine Zeit dafür hatte, zu viel gestresst war, mich nicht konnte drauf anlassen und so. Und ich denke, nee, das ist kein Problem. Ich denke, kann ich aber auch Sachen machen, wenn ich merke, okay, ich hatte aber Lust, entweder mit mir selber oder mit einer anderen Person Sex zu haben. Für ein bisschen mehr in den Mut zu kommen. Ja, zum Beispiel, aus mir da angefallen, dass ich kein Sport machen. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich Sport mache, und mehr in Touch mit meinem Körper sind oder mehr oft spazieren gehen oder so, dass ich dann natürlich auch mal gestresst bin, weil Sport und Schlafen sind die zwei einzigartigerweise anscheinend, die stressen. Mehr aber auch mich mehr in Touch mit meinem Körper fühlen. Oder generell mich mehr auf meine Sinneswahrnehmungen fokussieren, also zum Beispiel auf Atmen, ob wie fühlt sich meine Haut und so. Also wenn ich mal dafür Zeit hole, da können doch mehr Lust mich irgendwie anders doch sexuell auf mich selber anzulassen. Und halt so Sachen wie die Straße losgehen durch Tagebuch schreiben oder meditieren oder auch einfach Männer lesen. Für allem an der Scheiß-Pandemie, wo ihn am Anfang süß schafft oder leiert oder was auch immer ihn halt muss machen, so. Also du irgendwie den Druck fortzuholen. Was fällt dir noch an, Joel? Hörst du noch abs? Für Stress loszugehen, außer zum Masturbieren. Ja. Ja, das kann ihn zum Beispiel lang duschen oder an Bieden sich lehen. Das kann dann oft direkt ausschließend sein. Ich fand den Sport oder eben, wie es sich spazieren gehen, auch ganz gut. Für allem im Sommer, wenn ich dann viel späßt, ich fand dann, also bei mir lest das irgendetwas selbst, ich weiß nicht, vielleicht muss man ja keine Episode über Schweiß machen. Ja, aber wir haben schon eine Episode über Schweißen. Ich meine, da geht es nicht über Schweißen, sagst Heinz, du kann ihn auch entspannen, an dem sie einen guten Podcast lauscht. Richtig. Zum Beispiel Maybe Sex. Heinz, du kriegst ihn dann auch Lust. Oh, meinst du? Ich meine, ja. Ich hoffe. Ja, und ich denke, dass auch so generell Beziehungsprobleme, egal ob das mit der Person aus mit der Sex hat, oder auch, keine Ahnung, dass sie sich mit seinen Eltern oder mit seinen Mitbewohnerinnen verkracht hat, dass Beziehungsprobleme angehen und ausschwärzen oder beschaffen auch eine Art der Weise kann sein, für die eigene Libido quasi erschwungen zu bringen, wenn ihn ein bisschen den Eck denkt, falls ihr wisst, was ich meine. Geht es nach Habs? Ja, wenn ihr nämlich schon keinen Stress hat und zu den lang gekocht und dann ist irgendwann den Dessert da und dann hat er den Orgasmus. Sollte man nicht auch noch darüber schwätzen. Stimmt. Also, Tassi hat an der Episode zu Selbstbefriedigung Nummer 12 etwas gesagt, weil ich immens schlau fand, nämlich der Weh als Ziel, auch beim Solo-Sex. Und ich denke, das ist wahr. Und das ist auch wahr, dass Heinz du einen Orgasmus zu haben ziemlich nice ist, und mir natürlich auch so gelehrt gehen, dass ein Orgasmus kiescht im Kuras, dass es Heinz so ein bisschen frustrierend sind, wenn er so Fastfood-mäßig sich sehr in den Ruf rubbelt und dann also ihn so überstimuliert, dass es dann nicht mehr geht. Oder das ist einfach so, okay, könnt ihr zwar mit da so kein Biersch mehr so ein Knüppel an der Schoß. Ja, das so, okay, und da willst du nicht mal auf eine Viertelstunde mehr gehen. Ja. Aber das kann auch passieren, wenn ihr sich ganz viel Zeit hält. Also das hatte ich auch schon, dass das dann einfach so den Orgasmus sich dann nicht so gut wäre. Ja. Aber dann war ja wirklich das Wehziel, oder? Ja, dann hat ihr noch manst 2 Stunden lang Spaß gehabt und nicht schon 4 Stunden. Also das ist etwas, was den noch vielleicht kann das in Rechnung bedenken. Generell, ja, fand ich die Qualität von Orgasmen, das ist nicht so einfach das steuern für mich. Und das hängt von ganz vielen Faktoren auf. Zum Beispiel?
Ma wenn ich gerade denken an eben noch so mechanisch, weil ich gerade irgendwie du rundherum fummeln, dann heißt du, also je nachdem, wer den dann als Stimulant hält, darüber mal bad mir Dach über Porno geschwärzt. Heißt du, geschieht mir, dass ich dann immens sehr kommen, so ohne Dampfung zu wollen, oder ohne, dass ich am Anfang damit gerechnet habe. Und das fand ich immer so ganz enttäuschend, wenn das so, okay. Aber bon, das hängt doch immer ein bisschen davon ab, wer den gerne hat und wie wichtig das. Ja. Ich meine, die besten Orgasmen beim Solo-Sex finde ich am Anfang, wenn ich nicht wirklich Solo-Sex und mehr Sex denn, und dann so eine Person quasi mit dabei ist, und dann ist es dann oft ziemlich gut. Ich muss so mich lenkt das echt auf. Ich meine, die besten Orgasmen beim Solo-Sex finde ich, wenn ich mal Zeit habe, für Make-up-Regionen zu bespielen oder Make-up-Regionen gleichzeitig, dass ich effektiv wirklich mal auch ein bisschen Make-in, weil das wie wenn ihr sagst mit einer anderen Person, da meinst du, also mit, und dann wurde nicht so Lust, sich mehr zu gehen, aber ich merke aber immer, dass es sich auszahlt. Und ich fand, denke doch ein bisschen davon auf, weil ich für eine Erwartung habe, weil wenn ich da Erwartung habe, einen Orgasmus zu haben und dann habe ich keinen, bin ich natürlich ultra enttäuscht. Aber wenn ich echt die Erwartung habe, ein Orgasmus ist nice, aber ich will auch einfach eine gute Zeit haben, verändert das auch oft die Qualität vom Orgasmus. Heinst du aber auch nicht. Also ich fand es nicht schwer, eine pauschale Antwort zu geben, weil es so vielschichtig ist. Das scheint du Solo-Sex ist, ja, da den just sich selber muss überzeugen für ein zweit oder dritt Runde. Stimmt. Wenn ihn dann, also wenn ihn dann enttäuscht ist vom Orgasmus, wenn ihn einfach nicht will probieren, dann kann ihn das einfach machen, muss ihn just sich selber überzeugen und nicht eine andere Person. Ja. Und ein bisschen Zeit tun. Ja, natürlich. Das ist immer. Apropos Zeit, ich meine, das ist Zeit, dass man und die Person, die Rubrik abgeholt, übergehen. Yes. Und ihr soll viel Spaß wünschen, nachdem sie ja diesen Podcast gelernt hat, also sicher ganz viel Lust gekriegt hat. Oder auch nicht, weil doch total okay ist. Adi und bis geschwind. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Wat ass Testosteron? Just Männer hun Testosteron, a wat méi wat besser? Net so wirklich. Verbindung zwischen Testosteron an aggressivem maskulinem Verhalten as e Mythos. Testosteron as e Sexhormon. Ein Hormon as e Botenstoff, die verschiedene Funktionen am Körper reguliert. E Sexhormon reguliert und steuert unter anderem sexuelle Entwicklung und sexuelle Lust. Bei Leuten mit Penis spielt Testosteron eine wichtige Rolle an der Entwicklung von diesem Organ, auch von den Testis, also den Hoden. Das produzieren übrigens auch Testosteron. An der Pubertät geht die Stimme durch das Hormon mit heister und es kriegt nur durch Pickeln an Haar am Gesicht und am Genitalbereich. Testosteron hat auch einen Impact auf die Spermaproduktion. Signale aus dem Gehirn für die Glande pituaire kontrollieren die Produktion vom Testosteron. Diesen wird an den Hoden, mehr an den Eierstock und an der Glande adrenal produziert. Bei allen Menschen hat den Testosteron einen Impact auf die Libido, also auf die sexuelle Lust und sexuelle Motivation. Sie ist auch wichtig, für starke Chancen zu haben, auf die Muskelmasse aufzubauen. Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass Testosteron wichtig für unsere Laune und unsere mentale Gesundheit und auch für unsere kognitive Funktionen ist. Bref, wenn ihr einen Mangel an Testosteron hat, egal ob es bei einer Person mit Penis oder Vagina, hat es einen Impact auf unsere Gesundheit und auf unsere Vitalität. Übrigens, der Körper produziert Testosteron aus Cholesterol. Das heißt aber nicht, dass wer mehr Cholesterol hat, wer mehr von diesem Hormon hat. Für einen seinen Testosteronspiegel zu testen, kann er eine Blutanalyse machen, weil das Hormon über den Tag schwanken kann. Also es ist wichtig, das mit einem Doktor zu koordinieren und eventuell ein paar Stichproben zu machen. Mit dem Alter geht ein Testosteronpegel hoch. Das geschieht ganz graduell 1-2% pro Jahr. Dafür ist die Andropause viel mehr schleichend und weniger abrupt wie die Menopause. Ein Drittel der Leute mit Penis über 45 könnten einen tiefen Testosteronspiegel haben.
Das huet en anderem en negativen Impact op Libido, op Chanken, op Kierperhoer an op Stimmung. Et dreht doch zum Muskelschwund bei. In deiwe Niveau und Testosteron kennt aber gegen Prostatakrebs schützen, weil den Testosteron dazu beiträgt, dass Prostat wiest. Wann engem sein Testosteron am Blut tief ist, kann ihn eine Ersatztherapie machen. Dem Moment einer Obsicht von einem Urolog oder Endokrinolog kriegt ihn bis 2 Mal die Woche Testosteron gespritzt. Alternativ gehen doch Plosteren, Gel oder Pillen. Bei Transmenschen, die mehr maskulin sie wollen, kann auch eine Hormontherapie auf Basis von Testosteron angesagt werden. Ein gesunder Lebensstil an den aktiven Sexleben hat einen positiven Impact auf die Testosteronproduktion. Sport, eine ausgewogene Ernährung, nicht so viel Stress, genug Vitamin D und Zink, guter Schlaf und nicht so viel Alkohol können auch helfen, einen gesunden, also nicht so hohen und nicht so tiefen Testosteronpegel zu haben. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Dir fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CSAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CSAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.